Ich bin mit 2 Schwestern aufgewachsen. Das heisst, die eine war ein Nachzüglerli, die ist 14 Jahre jünger als ich. Also kann man sagen, für die grösste Zeit von meinem Kindesalter in der Kindheit habe ich mit einer Schwester zusammen verbracht. Und unsere Geschwisterbeziehung, die ist, wie sagt man so schön, ein bisschen kompliziert gewesen. Auf der einen Seite haben wir es extrem gern gehabt. Wir haben es geliebt. Wir sind Spielgefährten gewesen, wir sind Abenteurer gewesen, wir haben gemeinsam Sachen entdeckt und erlebt. Wir haben in den Ferien miteinander viel Zeit verbracht. Wir haben uns gegenseitig angespornt und angestachelt, manchmal zu besseren Sachen, manchmal zu schwierigeren Sachen. Also auf der einen Seite haben wir uns extrem gern gehabt, und auf der anderen Seite sind wir, glaube ich, die erbittertsten Finden gewesen, die es noch gibt. Und unsere Streit, die haben manchmal ganz schön schwierig können werden. Zum Teil handgreiflich, zum Teil sind auch Gegenstände geflogen. So meine Erinnerung ist, dass einmal noch so ein Glätteisen auf mich zugekommen ist. Oder einen anderen Moment habe ich auch noch in Erinnerung, wo so hässlich sind, sie ist die Stege wieder rauf, voraus, ich hinein reingestopft und alles. Dann ist sie ins Zimmer rein, hat die Tür geschlitzt und ich von außen wählen, dass sie nicht abschliessen kann, oder? Und dann hat sie von innen gedrückt und ich von außen. Und wir haben so lange gemacht, bis es die Tür eigentlich aus den Angeln rausgehoben hat und sie mitsamt der Tür ins Zimmer reingefallen ist. Das Schöne an dem Moment war dann, wir nachher zusammen dort auf dem Boden sitzen und lachen und irgendwie haben wir auch nicht mehr so genau gewusst, warum wir eigentlich gestritten haben. Ihr seht, meine Kindheit, der ganz normale Wahnsinn. Aber ist es nicht oft so, dass Beziehungen zwischen Geschwistern Beziehungen sind, die irgendwie so ein bisschen knistern? Auf der einen Seite hat man sich extrem gern und auf der anderen Seite weiss man ganz genau, welche kleinen Knöpfe und Sachen dass man machen muss, sagen oder drücken, damit das Gegenüber wirklich aus der Haut fährt und im Wahnsinn treibt. Manchmal, wenn man so Geschwister ist, dann versucht man ja so ein bisschen schlechten Licht darstellen zu lassen, oder? Das ist zum Beispiel die Taktik, die die kleinen Schwestern haben gegenüber ihren grösseren Brüdern. Dass sie irgendein Seich machen und nachher geht sie irgendwie zurück, oder? Dann meistens vielleicht jetzt so als Brüder, genau, ein bisschen mit den körperlichen Massnahmen da. Und danach ist natürlich das grosse Gebrülle und dann ist natürlich klar, wer der Böse ist, oder? Kennen wir alles. Oder was ich auch festhalten will, als ältestes Kind ist, dass die Eltern immer viel strenger sind mit dem ältesten Kind. Oder? Weil nämlich unsere kleine Prinzessin, die wir dann hatten, ihr hat ein Schocki-Leben im Verhältnis dazu, wie wir noch mit strenger Hand erzogen worden sind. Was wir nicht haben dürfen und sie alles haben dürfen, das halten wir ihr heute noch vor. Geschwister, die Erfahrungen, die sind oft auch geprägt von Rivalitäten. Da ist man so nah miteinander unterwegs, oft in einem ähnlichen Alter oder in einer ähnlichen Situation, dass man auch miteinander verglichen wird. Und das heisst dann vielleicht, aber dein Bruder, deine Schwester kann das oder hat das oder macht das und nimm dir doch mal ein Vorbild und schau doch gescheiter auf das. Oder es hat oft auch damit zu tun. Und manchmal gibt es schon auch so ein bisschen Spannungen von der Rivalität unter Geschwistern. Auch das kenne ich aus eigener Erfahrung. Und auch das ist ein Thema, das man in der Bibel immer und immer wieder sieht. Spannungen zwischen den Geschwistern, die haben Programm in der Bibel. So auch in dieser Geschichte, die wir heute Morgen ein bisschen ins Zentrum stellen, in dieser Geschichte von Kain und Abel. Es ist eine Geschichte aus dem ersten Buch Mose. Und es geht eigentlich so, dass nachdem Adam und Eva aus dem Paradies raus haben müssen, ist Eva schwanger geworden und hat ein Kind bekommen. Einen ersten Sohn und sie hat ihm den Namen Kain gegeben. Die Bedeutung von Namen Kain ist nicht ganz geklärt, man streitet sich ein bisschen darüber, aber oftmals wird es mit Gewinn bezeichnet. Also die Eva hat irgendwie das Kind da gehabt, manche gehen davon aus, dass sie sich auch erhofft hat, dass das jetzt eben der verheißene Schlangenbezwinger wird sein, oder, wo ihr da geboren worden ist. Sie hat sich sicher gefreut über das erste Kind. Ein bisschen später hat sie ein zweites Kind bekommen und das Kind heisst Abel. Abel kommt vom hebräischen Hevel und Hevel bedeutet Windhauch oder Nichtigkeit oder Vergänglichkeit. Spannend, nicht? Gewinn versus Nichtigkeit. Das Wort Nichtigkeit wird ein Prediger gebraucht, wenn es heisst vom Leben, dass es eben so ein Windhauch ist oder eben vergänglich oder nichtig oder wie es dann auch übersetzt wird. Also schon der Name von diesen 2 Kindern verratet ein bisschen etwas über das, was in ihrem Leben wird passieren. Die Spannungen in dieser Beziehung und das flüchtige Leben vom Abel, wo da schon angeteasert worden ist.
Die zwei Brüder entscheiden sich so ein bisschen für unterschiedliche berufliche Situationen. Beides Aufträge, die einem Menschen gegeben worden sind in der Schöpfungsgeschichte, am Adam und der Eva. Der Kain wird nämlich Bauer, Ackerbauer und der Abel wird Schafhirt. Und so geht es dann in dieser Geschichte in die Szene hinein, wo viele sicher werden kennen, dass die zwei eines Tages sich entschliessen, ein Opfer zu bringen. Wahrscheinlich ein Opfer aus der Dankbarkeit heraus. Also ich habe das überschrieben mit Worship mal 2, Anbetung mal 2. Also schon ganz am Anfang, lang bevor dass Gott am Mose die Anweisungen gegeben hat über die Art und Weise, wie die Gottesbeziehung mit dem Opfer, mit diesen Ritualen gepflegt werden, haben die zwei das Bedürfnis gehabt, so ein Opfer zu bringen. Und für mich ist das sinnbildlich für ihre Weltsicht, für ihr Verständnis. Worship heisst nämlich, es ist eine Antwort auf das, was Gott für mich und an mir da hat. Also unsere Anbetung Gott gegenüber, unsere Dankbarkeit, unser Lob ist immer eine Antwort auf das, was wir erlebt haben. Und so sehen wir in dieser Geschichte die zwei Menschen, die sich wahrscheinlich bewusst sind, dass alles, was sie haben in ihrem Leben, jeder neue Tag, der ihnen geschenkt worden ist, jede Frucht, die da entsteht, auch wenn sie manchmal härtet müssen erarbeitet werden, jedes Segen, das sie haben, weil sich die Herde vermehrt hat, dass das alles Geschenke sind von Gott. Es ist eine Art und Weise, wie ein gläubiger Mensch, wie wir in heutiger Art und Weise sagen, durchs Leben durchgeht. Im Bewusstsein, ich bin Geschöpf, Gott ist der Schöpfer, der das Leben schenkt, der das Leben erhalten tut und alles, was ich kann in meinem Leben, ist ein Geschenk von Gott. Und so entscheidet sich zuerst der Kain, um ein Opfer zu bringen. Und es scheint ein bisschen so, als ob der Abel es ihm dann nachmachen würde, dass sie Gott ein Opfer bringen wollen. Wir lesen da im 1. Mose 4 ab Vers 3. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und seine Opfergabe, aber auf Kain und seine Opfergabe blickte er nicht. Wir sehen die Geschichte, wir sehen die zwei Brüder, wir sehen, dass sie beide etwas bringen und wir sehen aber auch, dass plötzlich etwas Unerwartetes passiert. Unerwartet, einerseits für den Leser von dieser Geschichte, besonders dann, wenn er ein bisschen bewandert ist in der Kultur der damaligen Zeit, aber unerwartet ganz bestimmt auch für den Kain, vielleicht sogar auch für den Abel, dass nämlich Gott nicht das Opfer vom Erstgeborenen, wo aus der kulturellen Gegebenheit eigentlich der gewesen wäre, mit dem höheren Rang, mit dem höheren Status, wo eigentlich üblich gewesen wäre, dass sein Opfer zuerst beachtet worden wäre. Also nicht der Kain wird da berücksichtigt, sondern der Abel, der jüngere Bruder. Der nachher kommt. Und die grosse Frage, die sich uns allen stellt, ist, warum? Was hat sich Gott überlegt? Es ist unerwartet. Es ist ein bisschen unbequem, ganz ehrlich. Und dann gehen wir kurz in unserem Kopf durch, andere Geschichten durch, vor allem aus dem Alten Testament, und es fällt uns auf, das passiert noch öppe nicht. Dass da zwei sind, häufig sogar zwei Brüder oder zwei Verwandte, häufig sogar in einer Konstellation, wo einer aus kulturellem Kontext mehr Status hat, wahrscheinlicher gewesen wäre. Wir denken an Jakob und Esau, wir denken an Josef und seine Brüder, wir denken an die ganze Geschichte durch. Wir denken an David, der der Jüngste war unter seinen Brüdern. Gott wählt und oftmals wählt er unerwartet nicht den, wo eigentlich gesellschaftlich, kulturell der gewesen wäre, wo gewählt worden würde. Und das Warum bleibt immer ein bisschen offen. Aber es passiert so regelmäßig, dass man merkt, es hat irgendwie ein System. Und ich habe mir so überlegt, ich weiß nicht ganz genau, was dahinter steckt. Aber vielleicht drückt das auch ein bisschen etwas aus von dem, wo wir vorher schon uns darüber Gedanken gemacht haben, dass es da in dieser Geschichte darum geht, um das, was Gott tut. Und dass Gott der Schöpfer ist, der das Leben und den Erfolg schenkt. Und dass Gott soll im Zentrum stehen von dem, was passiert. Weil es unerwartet ist. Und weil Gott dann mehr raussticht. Weil man merkt, nein, das ist jetzt wirklich so. Das hätte man selber nicht so machen können. Gott hat da müssen helfen. Das Warum bleibt oft offen. Die Geschichte gibt uns ein paar kleine Hinweise.
Wenn wir nochmal zurückgehen zu dem Vers, dort heisst es, dass der Kain von den Früchten vom Ackerboden gebracht hat. Relativ allgemein gehalten. Das heisst vom Abel, dass er von den Erstlingen, von der Herde und von ihrem Fett, das ist in der Kultur dazumal das Wertvolle, das Kostbare gewesen. Und der Hebräerbrief, der Autor vom Hebräerbrief nimmt den Gedanken dann im Neuen Testament auf und schreibt auch über das. Und es lädt so ein bisschen einen Schluss zu merken, vielleicht geht es um die Haltung, die hinter dem Opfer gesteckt hat. Dass der Abel, der Jüngere, vom Ersten und vom Besten genommen hat. Und der Kain, der Ältere, vielleicht das Erstbeste genommen hat. Also das, was er halt einfach gerade so in die Finger bekommen hat. Und vielleicht ist es ein Zeichen dafür, für ihre Herzenshaltung, für ihre Orientierung, von dem Abel, der ausgerichtet war auf den Gott, als sein Schöpfer, und vom Kain, der vielleicht da eine Wurzel, etwas drin steckt, wo wir später in der Geschichte noch ein bisschen mehr darüber hören werden. Und so kann der Hebräerbrief im 11. Kapitel sagen, weil Abel an Gott glaubte, also etwas, das von innen rauskommt, aus dem Herz kommt. Es war nicht das Opfer, das im Zentrum gestanden ist, sondern die Herzenshaltung dahinter, die Absicht. Weil Abel an Gott glaubte, war sein Opfer besser als das seines Bruders Kain. Gott nahm sein Opfer an und Abel fand Gottes Anerkennung. Und dann ein wunderschöner Satz. Obwohl Abel Vergänglichkeit, flüchtig, schon lange tot ist, spricht er noch heute zu uns und zeigt uns, was es heißt, Gott zu vertrauen. Mega schönes Detail, nicht? Sein Name ist Nichtigkeit, Flüchtigkeit, Windhauch. Und trotzdem weit über den kurzen Moment von seinem Leben aus strahlt da etwas raus. Später heisst es auch, dass Gott Abel und sein Opfer angeschaut hat. Und nicht das Opfer und der Abel. Also zuerst ist der Mensch im Zentrum gestanden, die Absicht dahinter. Vielleicht hilft uns das, ein paar Gedanken darüber zu verstehen, warum das der Abel gewählt worden ist und der Kain nicht. Aber wir müssen ehrlich sein, auch wenn wir in die Bibel hineinschauen, so ganz schlüssig erklären lässt sich das nicht. Und für mich ist das auch ein Zeichen, das in dieser Geschichte steckt. Das Leben ist nicht immer fair. Fair im Sinne von gleichmäßig verteilt auf alle Menschen. Denkt an die Serie, die wir hatten, über Gerechtigkeit, die letzten Sündigen, wo wir gemerkt haben, die Ausgangslage im Leben von Menschen ist einfach unterschiedlich. Es geht nicht allen gleich. Und es gibt derartige, die sind privilegiert, die stehen auf der Sonnenseite der Leben und man weiss nicht wieso. Und es gibt andere, die müssen durch dunkle Täler, durch Schwierigkeiten durch. Denen mangelt es an allem, manchmal sogar am Nötigsten zum Leben. Und man weiss nicht wieso. Man muss es stehen lassen. Das Leben ist nicht immer fair. Nicht immer gleichmäßig verteilt. Und so auch in dieser Geschichte die Beziehung von diesen zwei Brüdern prägt von diesem Gedanken. Und natürlich, wenig überraschend, ist der Kain nicht wahnsinnig amused über die Situation und über das, was Gott da gemacht hat. Und wir lesen dann im 1. Mose 4 ab Vers 5, da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Da ist etwas passiert im Leben, im Herz von dem Kain. Eine menschliche Reaktion, die wir da exemplarisch sehen. Ich glaube, eine, die wir alle kennen. Dann, wenn wir das Gefühl haben, dass wir übervorteilt worden sind. Dann, wenn wir das Gefühl haben, es ist irgendwie eben nicht gleichmäßig gerecht oder nicht fair verteilt, dann flammt in uns eine Emotion auf. Etwas Menschliches, etwas Natürliches und etwas weit Verbreitetes. Aber Neid und Missgunst ist ehrlich gesagt auch etwas, das nicht so ganz logisch und nicht rational ist, oder nicht? Weil Neid kommt ja immer erst dann zum Vorschein, wenn man sich mit anderen vergleicht. Oder ist es nicht auch schon so gegangen in deinem Leben, dass du eigentlich extrem zufrieden bist mit etwas, was du gehabt hast, mit etwas mit den Lebensumständen, mit irgendetwas, wie es dir gegangen ist in deinem Leben, so lange zufrieden bist und kein Gedanke, kein böser Gedanke in deinem Herz war, bis du gemerkt hast, dass jemand anderes mehr bekommen hat. Passiert in der Geschwisterbeziehung dann noch oft, oder? Man ist so zufrieden und man freut sich so über das Geschenk, bis man merkt, dass das, was der andere bekommen hat, irgendwie mehr ist oder anders ist oder besser ist. Oder ich das vielleicht gern auch oder lieber das gehabt hätte.
Neid ist etwas, was kommt, wenn wir uns anfangen zu vergleichen mit anderen Menschen. Die Wurzel vom Neid, könnte man vielleicht darum schlussfolgern, ist eigentlich eine Angst, die ich in meinem Herzen trage. Es ist die Angst, dass ich zu kurz komme oder kürzer komme als etwas anderes. Es ist die Angst, dass irgendjemand anderes ein grösseres Stück von dem Leben, vom glücklichen und erfüllten Leben könnte überkommen als ich. Wenn wir glücklich und zufrieden wären mit dem, was wir haben, dann könnten wir uns doch von Herzen mitfreuen mit jemand anderem. Egal wie viel, mehr oder weniger oder anders, dass diese Person bekommen hat. Und so wage ich zu behaupten, dass Neid oft mehr über dich aussagt oder über mich aussagt, als es über die Lebensumstände eigentlich aussagt. Die Wurzel vom Neid ist die Angst, dass ich zu kurz kommen könnte. Neid offenbart die Löcher in meinem eigenen Herz, in meiner eigenen Seele drin. Und immer wenn das Gefühl aufkommt, lohnt es sich, anzuschauen, was steckt da dahinter? Wieso triggert mich das so? Wieso macht mich das so hässig? Vielleicht kommt da ein bisschen etwas raus von dieser Herzenshaltung, wo wir vorher darüber nachgedacht haben, davon gelesen haben, aus dem Hebräerbrief, wo eben das Loch in dem Herz von dem Kain eben irgendwie rum war. Eine Unsicherheit, eine Unzufriedenheit, vielleicht auch eine Vorsicht. Ich denke, ich gebe ein bisschen etwas Gott zurück, aber vielleicht eben nicht mit dem Mut und deren Überzeugung und dem Vertrauen, wo der Abel Gott gegenüber gebracht hat mit seiner Wahl. Ich weiß es nicht. Dass Gott sich am Abel und seinem Opfer zugewendet hat, heisst nämlich nicht automatisch, dass er den Kain und sein Opfer verstoßen hat. Das ist der Neid, der redet. Der Neid, der denkt im Herz vom Kain, der sieht, was seinem Bruder passiert und der schlussfolgert, dass Gott den Abel anschaut und ihn in dem Fall nicht. Aber vielleicht ist es ja nicht, vielleicht ist es ja einfach noch nicht. Es ist der Neid in seinem Herz hinein, der schlussfolgert, dass automatisch, wenn es ihm gut geht, in dem Fall für mich eben nicht mehr gleich viel drin ist. Und so glaube ich, dass die Neid und der Zorn in unserem Herz, die Angst, die da dahinter steckt, so ein starker Treiber auch in unserem Leben kann sein. Dort, wo die Emotionen aufkommen. Dort, wo plötzlich so wichtig wird, was andere haben und was andere können. Dort, wo man sich anfängt zu vergleichen. Meistens unter Leuten, unter ähnlichen Bedingungen, oder? Arbeitskollegen mit dem Arbeitskollegen, mit anderen Eltern im Quartier, mit den eigenen Geschwistern in der Familie drin. Dort, wo man sich anfängt zu vergleichen, dass es sich lohnt, anzuschauen, was steckt da dahinter. Und wo ist es eigentlich ein Ausdruck von einem Loch, das ich in meinem Herz drin trage. Unter diesen Vorzeichen verstehe ich auch das, was im Folgenden passiert. Ganz ein wichtiger Moment in dieser Geschichte. Also da ist der Kain, der mit diesen Emotionen da ist, die aufkommen in ihm hinein. Und dann, noch lange bevor er eine Handlung tut, kommt Gott und redet mit ihm ab Vers 6. Und der Herr sprach zu Kain: Warum bist du zornig? Und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so? Wenn du Recht tust, erhebt es sich. Oder man könnte auch sagen, ist Erhebung da drinnen, wird etwas aufgeklupft. Wenn du aber nicht Recht tust, lagert die Sünde vor der Tür. Nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Wir lesen, dass Gott sieht. Gott sieht, was für Emotionen das im Leben von Kain da sind. Gott sieht, was sich da anfängt zusammenbrauen, wie so ein Gewitter, das wir in den letzten Tagen beobachten können. Gestern waren wir draussen am Essen in einem Restaurant und du hast richtig so schauen, wie die schwarze Wand auf dich zukommt. Und du hast gewusst, irgendwann klopft es. Ich weiss nicht genau, wie lange es noch geht, aber irgendwann klopft es. Und Gott sieht all die Emotionen, den Zorn, die Wut, er sieht den Neid, der aufsteigt im Herz von dem Kain und er redet zu ihm und sagt: Was machst du für Schlussfolgerungen? Warum hast du das Gefühl, dass es für dich nicht auch ein gutes Leben könnte geben? Gott sagt ihm, es ist nicht so, wenn du die richtige Wahl triffst, wenn du das Gute tust, dann gibt es auch für dich etwas. Es hat auch für dich eine gute Zukunft. Das ist auch für dich eine Erhebung, dass du dein Gesicht wieder aufrichten kannst, dass die Emotionen weg gehen können, dass du vielleicht auch mit deinem Opfer, auch du bei Gott,
deinen Platz, deine Anerkennung, deine Gunst kannst finden. Gott versucht also Einfluss zu nehmen und versucht den Kain auf den Weg zu leiten und versucht ihn davor zu bewahren, den Fehltritt zu begehen, unschuldiges Blut zu vergiessen. Es ist ein Wahlmoment, wo der Kain hat in dieser Geschichte. Und es braucht nicht viel, um da drin die Parallelen zu sehen zu dem Wahlmoment, wo seine Eltern Adam und Eva im Garten hatten, an dem Baum. An dem Baum von der Erkenntnis von was? Von Gut und Bös. Und Gott sagt zu ihm, wenn du das Gute wählst, dann ist auch für dich Erhebung da drin. Wenn ich das gelesen habe, habe ich oft den fordernden Gott gehört, wenn er sagt, du sollst herrschen über die Sünde. Ich habe oft den fordernden Gott gesagt, der sagt, schau, es stehen in diesen Emotionen drin und Gott schlägt wie nochmal eins oben drauf und sagt, wenn du das Gute tust, dann kommt es im Fall schon gut. Aber wenn ich die Geschichte so anschaue, dann merke ich, glaube, es ist nicht ein fordernder Gott, der da ist, der Fehlerlosigkeit von den Menschen erwartet. Sondern es ist ein liebevoller, ein fürsorglicher Gott, der den Menschen sieht in seinen Emotionen drin und will ihn bewahren davor, von diesen Konsequenzen, die sein Handeln in dem Moment könnte haben. Der Kain ist seine Gedanken und seine Emotionen nicht hilflos ausgeliefert gewesen. Gott hat ihn nicht angeschaut und gesagt, ja so, jetzt schauen wir mal, am Schluss kann ich dann nachher noch ein bisschen Strafe hinein anschieben, habe ich gewusst, er packt es nicht allein. Sondern Gott wirbt um ihn, wirbt um sein Herz, wirbt darum und er sagt ihm, es gibt einen Ausweg aus dieser Situation. Wenn du jetzt umkehrst, wenn du jetzt dich dagegen stellst, dann hast du die Möglichkeit, einen anderen Weg einzuschlagen. So verstehe ich auch den zweiten Teil. Was heisst, wenn nach die Sünde, die da lauert und lagert vor dieser Tür und der Zuspruch, den Gott ihm macht und sagt, aber du herrschst über sie. Nimm die Verantwortung wahr. Sieh dich nicht als hilfloses Opfer, das einfach ausgeliefert ist, sondern übernimm Verantwortung für deine Handlungen, für dein Denken, für das, was du tust. Es ist eine Ermutigung für mich, für mein eigenes Leben, diesen Gedanken nicht einfach nachzugeben, die da manchmal sind, diesen Gedanken und Gefühlen, die in eine destruktive Weise richtig zielen, sondern immer und immer wieder mit Gott zusammen zu ringen, um das Richtige zu tun, die richtige Wahl zu tun. Es ist eine Ermutigung, dass es eben nicht einfach egal ist. Eine Ermutigung, dass es eine Möglichkeit gibt, eine Chance gibt in unserem Leben hinein, die richtige Wahl zu treffen und der Sünde aus unserem Leben aus dem Weg zu gehen. Ich höre den mitfühlenden Zuspruch und die Ermutigung, auch wenn es manchmal sich wie so ein innerlicher Kampf anfühlt. Ein Ringen mit dem, was da passiert. Und auch wenn ich oftmals, trotz der guten Absicht und dem guten Willen, am Schluss gleich nicht das mache, was ich eigentlich hätte wollen. Gott ruft dir zu. Du hast eine Wahl. Du hast eine Wahl, dort, wo du stehst. Und so verstehe ich auch den Text aus dem Jakobusbrief, was heißt: Unterstellt euch Gott und widersetzt euch dem Teufel, dann muss er vor euch fliehen. Die Geschichte von Kain und Abel ermutigt mich dazu, mit Gott zusammen, mit seiner Hilfe, immer wieder danach zu fragen, was ist in den Augen von Gott gut und richtig, und ihn darum zu bitten, mir die Kraft zu geben, den richtigen Weg auch einzuschlagen in meinem Leben. Und zum Schluss von dieser Predigt habe ich noch eine gute und eine schlechte Nachricht. Zuerst die schlechte, ist immer besser, mit einer guten Nachricht die Predigt aufzuhören, oder? Da hat man ein bisschen beschwingt drin. Die schlechte Nachricht an der Geschichte von Kain und die schlechte Nachricht, ganz ehrlich, an allen anderen Lebensgeschichten in der Bibel ist, dass auch die Besten, die Frömmsten, die Heiligsten, die von Gott Erwähltesten von allen Erwählten es leider nicht geschafft haben, fehlerlos durch ihr Leben zu gehen. Ich denke an einen Abraham, ich denke an einen Mose, ich denke an einen David oder einen Salomo oder wer auch immer du aufzählen willst. Die Bibel sagt im Römerbrief, es gibt keinen, der ein so ein Leben führt, dass er in allem vollkommen heilig ist. Das kann recht ein Bummer sein in unserer Situation. Und ich denke, ja, Gott gibt ihm keine Wahlmöglichkeit, aber ganz ehrlich, er packt sie dann irgendwie gleich nicht.
Es kann aber auch eine Ermutigung sein. In unsere Mitte hinein, in dein Leben hinein, dass es sich lohnt zu ringen um das. Und dass es halt dazugehört zum Leben. Und dass man nicht zu fest sich nerven darüber, vielleicht auch nicht zu fest enttäuscht sein darüber, wenn man in so eine Situation hineinkommt, wo man vor Herausforderungen steht, sondern zu sagen, es ist Teil von dem Leben auf dieser Erde, bis wir irgendwann einmal in der Ewigkeit werden sein, wo das alles abfällt und alles weg da wird. Dass es Situationen gibt, wo wir ringen. Ringen mit Leid, ringen mit Schmerzen, ringen mit Unvollkommenheit in unserem eigenen Leben oder im Leben von anderen Menschen. Es gibt aber auch eine gute Nachricht. Es gibt nämlich einen, der hat es geschafft. Jesus Christus. Er ist der Perfekte. Er ist der einzig Fehlerlose. Er ist der einen Weg geschaffen hat, dass Gott, der gnädige Gott, mitten in unserer Unvollkommenheit, in unseren Schwächen, in unserem Versagen hinein, sich gnädig kann zeigen und gnädig kann erweisen. Und der gnädige Gott, den sehen wir schon da. 4. Kapitel der Bibel. Wo der Kain nämlich nachher, mitten in den Konsequenzen von seinem Handeln, mitten in dieser Strafe oder in den Folgen von seinen falschen Entscheidungen drin, Gott um Erbarmen bitten tut. Und so lesen wir nämlich, wie dann Kain zu Gott sagt. Da sagte Kain zu dem Herrn: Zu groß ist meine Strafe, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du hast mich heute von der Fläche des Ackerbodens vertrieben, und vor deinem Angesicht muss ich mich verbergen und werde unstet und flüchtig sein auf der Erde. Unstet und flüchtig. Und es wird geschehen, jeder, der mich findet, wird mich erschlagen. Und dann kommt der gnädige Gott. Der Herr aber sprach zu ihm: Nicht so. Jeder, der Kain erschlägt, 7-fach soll er gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, damit ihn nicht jeder erschlüge, der ihn fände. Gott begrenzt das Leid von den Konsequenzen vom Handeln von Kain. Obwohl er es verdient hat, obwohl er selber die Schuld ist, obwohl er auf die Warnung von Gott nicht gehört hat, seinen Wind geschlagen hat und trotz besserem Wissen das gemacht hat, was für Gott das Schlimmste ist, nämlich das Leben, das er geschenkt hat, eigenmächtig zu nehmen, das Blut zu vergießen, das dann aufschreit zu Gott, die Ungerechtigkeit, die da ist. Trotzdem, dass der Kain mit Vollgas drin hineingerannt ist, in das selbstverschuldete Elend, und jeder andere könnte sagen, ja, recht geschieht es ihm, selber die Schuld. Hat Gott Gnade und Erbarmen mit ihm? Nein, nicht alle Konsequenzen sind da. Keiner muss leben damit, dass sein Handeln Folgen hat. Und so geht es manchmal auch in unserem Leben. Dass die Entscheidungen, die wir getroffen haben, nicht einfach weggewischt werden. Und dass Gott nicht einfach Schwamm drüber macht und sagt, ja, ist eh alles egal. Aber dass Gott uns genau dort begegnet und einen Raum schafft von der Gnade und vom Erbarmen. Einen Raum schafft vom Leben, mitten in diesen Herausforderungen, in diesen Konsequenzen, in dem Leid, das wir uns oft selber zugefügt haben, auch durch unsere falschen Entscheidungen. So möchte Gott uns, dir, zusprechen. Das ist die gute Nachricht am heutigen Morgen. Sogar dann, wenn du es nicht geschafft hast, die richtige Wahl zu treffen, lass Gott dich nicht einfach fallen wie ein heißer Herdöpfel. Sondern ist Gott da. Wendet sich dir zu. Und durch Jesus Christus, durch das, was er gemacht hat, durch seinen Tod, stellvertretend für uns, gibt es einen Raum von der Gnade, von der Annahme und vom Erbarmen, mitten in den Konsequenzen, in den Folgen von unserem Handeln drin. Und so hoffe ich, dass du an diesem heutigen Morgen ermutigend heimgehst. Ermutigend dazu, dich Gott immer wieder neu zuzuwenden in deinem Leben. Gerade dann, wenn du spürst, dass Emotionen in dir raufkommen, die eher so eine destruktive Richtung haben. Dann, wenn du vielleicht neidig auf jemand anderen schaust. Dann, wenn du vielleicht unzufrieden bist. Das Gefühl hast, jetzt geht es anderen Leuten besser als mir. Warum, Gott? Warum? Dich mit deinem Herz und deinen Emotionen Gott zuzuwenden und darum zu ringen, die richtige Wahl zu treffen. Gott bietet sie dir an und Gott wünscht sich für dich, dass dir das Leid von falschen Entscheidungen kann erspart bleiben. Und auch wenn das mal nicht gelingen sollte, wie es uns allen ab und zu mal so geht, dann hoffe ich, dass die Geschichte dir zuruft, mitten in deine Lebenssituation hinein. Der Gott ist nicht ein strafender, rachsüchtiger Gott, sondern es ist ein Gott, der uns auch mitten in den Konsequenzen von unserem Handeln hinein Raum von der Gnade und von der Vergebung
und von der Wiederherstellung möchte ich anbieten durch das, was Jesus für uns gemacht hat. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir für die Geschichte in der Bibel, die uns echte Menschen zeigen. Mit echten Emotionen. Für die Geschichten in der Bibel, die uns Menschen zeigen, die Erfolg feiern können, die aber auch versagen. Es fühlt sich so näher an in meinem eigenen Leben. Und Herr, du kennst uns, du kennst mich, du kennst mein Herz. Du kennst all die Gedanken, die tagtäglich da durchgehen. Die Gedanken, die dich ehren und die Gedanken, die mich auf den Weg führen. Die meinem Leben oder dem Leben von anderen Menschen in meinem Umfeld schaden. So will ich dich einladen, Heiliger Geist, mitten in mein Herz hinein, mitten in die Situation hinein. Dass du an mir wirken darfst. Dass du mich zurechtweisen darfst. Dass du mir zeigen darfst, wo ich mich auf dem Weg befinde, um mir oder anderen nicht zu schaden. Ich will dir das Recht geben, reinzureden in mein Leben, in mein Herz hinein und mich zu bewahren davor, falsche Entscheidungen zu treffen. Danke dir aber auch, du gnädiger Gott, dass dein Urteil nicht immer auf meinen Handlungen basiert, sondern dass dein Urteil über mein Leben manchmal auf dem basiert, was Jesus für mich gemacht hat. Und mit in diesen herausfordernden Situationen hinein ein Raum ist von der Gnade und von der Wiederherstellung, von der Annahme, von der neuen Chance. Und ich wünsche mir, dass wir als Kirche so einen Ort sein können, wo wir ehrlich sein können zueinander, wo wir uns Anteil geben an den Herausforderungen, wo wir dazu stehen können, dass wir nicht alles in unserem Leben im Griff haben. Aber dass wir auch ein Ort sein, wo Menschen einen Raum von der Gnade finden, vom Erbarmen, einen Gott findet, der sich ihnen zuwendet, mitten in den eigenverschuldeten Konsequenzen hinein. Dass du mir hilfst, nicht verächtlich, nicht überheblich, nicht verurteilend auf das Leben von anderen Menschen zu schauen oder auf mein eigenes, sondern immer wieder deinen Herzschlag in mir hineinzutragen, wo nicht einfach Schwamm drüber macht, aber wo die Hand ausstreckt und sagt, da ist Raum für Wiederherstellung, für jedes von uns, egal wo wir stehen, egal wie wir dort angekommen sind. Amen.